bewirkt hat. Hey, ja, und bei mir im Studio ist Dave hier. Schön bist du hier als Gast heute nach der Message. Gerne. Wir haben ja in der Message darüber gehört, wie Engel vor allem auch im Worship wirklich bei uns sind. Darum bist du hier einfach auch ein bisschen von Worship-Seite deine Sicht reinzubringen. Ich weiß nicht, vielleicht ganz persönlich, du worshipst jeden Sonntag mit Band. Seid ihr euch das immer bewusst, dass wenn ihr auf der Bühne steht, da ringsum Engel mit worshipen? Habt ihr ein Gefühl dafür? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es für mich, Leo hat es ja gesagt, für ihn ein bisschen neu, er braucht ein bisschen Hilfe. Mir geht es ein bisschen ähnlich, weil eben du siehst das nicht und den Heiligen Geist, den spürst du in dir, den Engel normalerweise spürst du nicht. Also hat mich noch nie so richtig massiert, glaube ich. Wäre zwar schön, würde ich begrüßen, aber von dem her ist es, glaube ich, ein bisschen, der Zugang bei mir ist noch nicht so groß, aber wir sind da einen Weg am Gehen. Gerade in der letzten Teen Night, also wo wir uns treffen jede Woche, hatten wir jemanden zu Besuch. Und diese Person, die ist mega on fire für dieses Thema. Und sie hat so eine Gabe, in die geistliche Welt ein bisschen reinzuschauen und hat uns erklärt und gesagt, hey, wenn ihr auf der Bühne steht, da sieht man im Fall diese Engel, die stehen hinter euch, die sind da hat sie gesagt, wie die aussehen und die sind groß, 2 Meter groß oder größer, doppelt so groß wie ihr und die worshipen mit euch mit. Und was ich spannend finde bei diesem Thema ist, sie sagt, und ich glaube das voll, dass unser Glaube sich wie verbindet mit dem, was diese himmlischen Wesen tun. Also wir können die geistliche Atmosphäre eben maßgeblich auch mitprägen, wenn wir sagen, ja Jesus, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Du machst das wirklich. Wenn wir wie diese Worte aussprechen, dann ist es wie, wenn wir den Engeln in ihrer Arbeit helfen. Also es ist wie ein Teamwork. Das finde ich mega interessant. Wie viel Einfluss Gott uns auch gibt in dem. Es ist nicht so, dass die geistliche Welt so ein Marvel-Film ist und wir stehen dabei und staunen oder haben Angst, sondern wir können die geistliche Atmosphäre aktiv mitprägen und da ist Worship und Gebet natürlich so 2 Riesenwaffen in unseren Händen, glaube ich. Ja, das stimmt. Was würdest du sagen, ich meine, am Sonntag kommen wir zusammen und wir haben Worship und egal, ob du jetzt vielleicht persönlich gerne worshipst oder nicht, du bist in der Halle und du bist da irgendwie dabei, vielleicht mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Was denkst du, Leo hat ja über den Altar gesprochen, auch im Alltag. Was denkst du, wie groß ist da der Einfluss von Worship, wenn wir das zu Hause auch machen? Oder wie kann das aussehen? Ganz persönlich, wenn ich jetzt vielleicht nicht sonderlich musikalisch bin und das liebe zu singen, wie kann das aussehen? Also ob es Auswirkungen hat, ich glaube, dass es Auswirkungen hat und es hat auch, glaube ich, mit Glaube zu tun, aber ich würde es einfach auch ausprobieren. Ja. Für die Leute, die sagen, ja, komm, das bringt doch nichts oder ich höre nie Musik. Was du zum Beispiel machen kannst, ist einfach Worship Musik spielen lassen. Da gibt es ja so viele Plattformen. Mein Vater benutzt jeweils YouTube. Einfach, da gibt es ganz viele gute Playlists oder Spotify oder was auch immer du nimmst oder eine alte CD und da auf Repeat. Du kannst das sogar laufen lassen. Vor 1-2 Tagen waren wir weg zu Besuch bei jemandem und ich habe die Worship einfach durchlaufen lassen zu Hause, weil ich habe gehört, ich habe das noch nie selber beobachtet, dass das die Atmosphäre prägt für eben diese Engel und diese göttlichen Wesen, die in einem Raum sind. Das ist ja eine Atmosphäre, die sehen wir nicht, aber die ist real. Und ich glaube das. Also es ist auch nicht so, dass ich, Klammer auf, das einfach nur glaube, weil das mir jemand erzählt hat, hey, ich sehe in die geistliche Welt, kann ja jeder irgendwas sagen, was er sieht. Aber wenn du die Bibel liest und genau liest, dann wirst du finden, dass das sehr wohl mit Gottes Wort übereinstimmt und darum probiere ich das dann einfach aus. Oder was du auch machen kannst, ist gewisse Liedtexte, zum Beispiel Gott, du bist größer, höher, weiter als der Himmel. Deine Liebe hört niemals auf. Und so Songtexte einfach vor dich hinsagen, wenn du nicht gerne singst. Ja. Aber ich glaube auch singen, selbst wenn du nicht musikalisch bist, kannst ja unter der Dusche, wenn es niemand hört, außer dein Jesus. Ich glaube, das macht irgendwas mit der Seele. Also
einfach, weil das so in uns drin ist. Und man sagt ja auch, du kannst nicht gleichzeitig Angstgefühle raufbeschwören in deinem Kopf und dieser Anxiety Platz geben und singen. Das ist psychologisch blockiert sich das gegenseitig. Ja. Das heißt, wenn du mit Angst zu kämpfen hast, kann Singen und Worship eine mega coole Waffe sein. Geistlich, aber auch seelisch für dich. Ja. Ja. Hast du vielleicht zum Abschluss irgendein konkretes Beispiel von dir? Vielleicht erst gerade kurzfristig erlebt, wo du wie gemerkt hast, du hattest eigentlich nicht unbedingt Bock jetzt mega zu worshipen, vielleicht sogar auch am Sonntag, aber du gibst dich dann rein und dann hat sich etwas verändert. Konkret sozusagen, das ist dann passiert, kommt mir jetzt gerade nichts auf die Schnelle in den Sinn, aber was ich dir sagen kann, ist, dass wir oft erleben, dass an einem Sonntag du die Worship-Zeit beginnst und du spürst, die Leute kommen und sind nicht alle kommen in die Church, wir sind ready. Ja. Weißt du? Ja. Und dann merkst du, wie du den ersten, zweiten Song ist ein bisschen wie Schneeschieben. Ja. Und mit der Zeit merkst du, wie dieser Weg in die Herzen größer wird und die Herzen aufgehen. Ja. Das spüren wir praktisch jeden Sonntag, wie das gegen Ende der Zeit, und ich glaube, das hat nichts mit einfach Stimmung zu tun, dass die Stimmung dann gut ist und die Leute emotional parat sind, sondern ich glaube, es hat etwas mit Geistlichkeit zu tun, mit einer geistlichen Realität, dass Gott da plötzlich mehr Platz hat und die Leute durchatmen können und der Gesichtsausdruck einfach wirklich anders ist am Schluss von einer Celebration als am Anfang und auch bei mir selbst. Ja. Weil ich gehe ja zuerst da durch. Also es ist ja nicht so, dass ich einfach immer voll parat bin, sondern ich brauche das selbst auch für mich. Cool. Mega. Und doch, ich kann ein konkretes Beispiel erzählen, weil wir haben ja diese verschiedenen Settings, die wir anbieten, falls Leute kommen, und manchmal braucht es sie gar nicht. Ja. Also heute Morgen hatten wir die Loft 1 ready mit Band und es kam niemand. Ja. Dann haben sie begonnen, einfach Gott anzubeten, ohne Leute drin, nur die paar Mitarbeiter, die da waren. Spannend. Du hast gespürt, wie die Atmosphäre da sich geändert hat. Also es war wirklich sehr emotional dann, weil es war gar niemand da. Also es ist nicht, dass jetzt das von den Leuten und der Stimmung der Leuten gelebt hat, sondern einfach von dass diese Leute gesagt haben, ja, da kommt halt niemand, dann beten wir halt Gott alleine, und es war mega kraftvoll. Ja. Cool. Hey, danke vielmals, warst du hier im Studio. Und dich zu Hause möchte ich einfach ermutigen, dass du wirklich einfach dran bleibst, dass du dir vielleicht gerade für diese Woche überlegst, hey, wie kann ich Worship aktiv in meinen Alltag einbauen? Vielleicht versuchst du einfach mal irgendetwas aus, was Dave jetzt hier im Studio erklärt hat. Und wir sind gespannt, was du erlebst. Und du siehst jetzt nochmals den Gebetslink eingeblendet, falls dir doch noch etwas in den Sinn gekommen ist. Und ansonsten wünsche ich dir einen super schönen Sonntag und bis bald.